Questo è Emanuel Nai da Lax, magister senza udida per persone senza udida. E questo è sia vita ses minchadì. Un da cinque in nostra serie. Oggi comincia questo dì con Heidi Stocker. Ella è dolmetscher da Sens, traduce per noi, apposta per la filmata, la lingua da Sens di Emanuel Nai in lingua di squarida. Qui è sia stanza da scuola. Emanuel Nai è magister per una terza secondaria. Sia scolara e sia scolars nu doden, scoel ner. E per quai è lur lingua di istruzione la lingua del Sens. Tutti i juvenils in stanza sono dall'exterior da differenti paesi. A tils verer a segnalizzare ed argomentare, es potesse credere che tutti si inclien perfect, grazie alla lingua del sens. Ma la lingua del sens è in mince paesi terce differente. L'unico che tutte le lingue hanno d'una in comune i vuole ils mans. Herr Nai, Sie können mit den Händen in den Hosentaschen unterrichten. Ja, das stimmt. Nein, ich brauche die Hände zum Unterrichten. Das sind ganz wichtige Instrumente für den Unterricht. Genau, also die Hände sind die ich brauche, um Wissen zu vermitteln. Ich rede nicht, ich tue Gebärden. Ich bin mit einer visuellen Sprache unterwegs. Ich tue das Wissen über Gebärdensprache vermitteln. Für Jugendliche sind gehörlose Menschen natürlich ein wichtiges Vorbild. Magisters ci instruiscono in lingua da sens daia be pax. Emanuel Nai è una des. Für mich ist Unterrichten unglaublich wichtig, weil ich möchte gehörlosen Menschen Bildung geben. Ich möchte ihnen Zugang zum Wissen geben. Es ist so, dass viele Gehörlose, zum Beispiel wenn sie eine Sendung schauen, im Fernsehen oder so, verstehen sie nicht, weil es nur wenig Untertitel gibt, wenig verdolmetschte Sendungen. Das heisst, sie haben viel weniger Zugang zu Bildung. Sie können ja nicht einfach Radio hören. Also es gibt da ganz viele Barrieren in der Gesellschaft für sie. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man ihnen so wie einen Kanal da öffnet, wo man ganz viel Wissen ihnen geben kann, wo sie aufsaugen und mitnehmen. Und man muss sich auch bewusst sein, dass 90% von allen gehörlosen Kindern hörende Eltern haben, die die Gebärdensprache nicht beherrschen. Das heisst, dass die Kommunikation in der Familie natürlich schwierig ist und dementsprechend auch die Wissensvermittlung schwierig ist. Und ich habe das Gefühl, wir müssen da etwas aufholen in der Schule. Wir müssen ihnen ganz viel geben, was sie sonst nicht mitbekommen. Und ich bin natürlich hochmotiviert, ihnen das mitzugeben. Ed uscea diventa quel dì fare intervistas, part della scolazione. Das für euch interessant gewesen? Ja. Danke auch fürs Mitmachen, sagt der Herr Nai. Ihr habt super mitgemacht. Super. Cinque levna fa Emanuel Nai viadi, tanto alla scuola a Turic e ses da casa a Lax. Ed oggi ti l'accompagnai a noi. Herr Nai, was nehmen Sie für
Umwelt jetzt wahr? Wie muss man sich das vorstellen? Also für mich ist es halt ruhig, oder, weil ich es nicht höre. Also, aber ich habe ganz viele visuelle Eindrücke, den Verkehr, aber ich kann ganz viele Sachen natürlich auch ausblenden, visuell. Für mich ist es jetzt eigentlich ganz eine ruhige Situation. Ils apparatins che Manuel porta sono apparats d'udida. Questi l'intermediescen bain rumors, til sligeriscen tras quail comunicar, ma lingua di squarida nu doda Emanuel. E senza ils apparatins esa quietezza. Quietezza absoluta. Sco ossa. Viaggiar col tren tocca pro ses minchadida, speciales un matin da 6 ans. Per regla es Emanuel Nain via di sulet. La traductura de sens di la compagnia ben cas excepcionals, sco per exempel perché il possa risponder mias domandas. Sco la domanda perché ce la stuir fin già con 6 ans davent del Grigiun. Warum sind Sie denn in Chur in Schule? Oder in Graubünden? Das ist eine gute Frage, ja. Weil es keine Gehörlosenschule gibt im Kanton Graubünden. Das heisst, da hat man geschaut, ja, geht man auf St. Gallen, auf Zürich oder auf Aarau. Die 3 Schulen sind in Frage gekommen. Die Eltern können wählen. Also die Eltern, die in Graubünden wohnhaft sind, können wählen, wo sie wollen, die Kinder in die Schule schicken. Dann hat man Aarau gewählt. Und das heisst, von Anfang an, Romanisch gibt es für Gehörlose nicht? Ja, leider nicht, nein. Also, obwohl in meiner Familie wird Romanisch geredet. Und sie haben sich dann mir zulieb auf Deutsch umgestellt, weil in der Gehörlosenschule eben nicht Romanisch geredet worden ist. Oder? Es gibt auch keine romanische Gebärdensprache leider. Und darum bin ich dann nachher quasi in eine Deutschschweizer Schule gegangen und habe Deutschschweizer Gebärdensprache gelernt. Il tren discorrina della situazione politica delle persone che nu doden e quella non è be simpla in Svizzera. Ja, das hat wirklich damit zu tun, dass Gebärdensprache in der Schweiz sehr lange unterdrückt worden ist. Der Gehörlosen ist sehr spät auch bewusst worden, was für Rechte sie haben. Das war so in den 80er, 85er Jahren eigentlich, wo das Bewusstsein erwacht ist. Und es hat natürlich Zeit auch gebraucht, dass man da auch die Auswirkungen gespürt. Dann haben sie Dolmetscherdienste angegeben, man hat mehr Zugang gehabt zu verschiedenen Dienstleistungen. Und ja, man muss einfach weiterhin kämpfen für seine Ziele und das braucht eine ganz starke Solidarität, eine ganz starke Gemeinschaft auch. Ich hoffe sehr, dass mehr Politiker nicht nur aufs Geld schauen, sondern auch wirklich schauen, was haben die Menschen für Bedürfnisse, empathisch sind und sehen, ich meine, gehörlose Menschen bezahlen ja voll Steuern und dass man ihnen auch dann voll den Zugang gibt zu dieser Gesellschaft. Ciao. Hallo. Alles gut? Ja. Bist du überrascht? Ja, ja. Die werden dann mich von Alltag begleiten. Ah, ja. Die haben heute in der Schule mit besucht und schauen, was ich arbeite. Jetzt bin ich nach Hause. Und da habe ich dich gesehen, dann muss ich Silvan holen. Ah, cool. Er ist mein Neffe. Und dann haben sie eben dann gesagt, ja. Jetzt reden Sie Lautsprache. Warum? Also ja, in meiner Familie bin ich mit der Lautsprache aufgewachsen. Wir kommunizieren alles in der Lautsprache. Und meine 3 Schwestern, die haben ein sehr gutes Mundbild. Und so bin ich gewohnt zu sprechen und abzulesen. Und
Und das ist der Sohn von meiner Schwester und wir sind dann auch so gewohnt, miteinander in der Lautsprache zu kommunizieren. Sie sagten vorher, wie Ihr mündlicher und Ihr also Ihr gebärdensprachlicher Ausdruck ist. Sie sagten vorher den Unterschied. Wie ist der Unterschied genau? Also bildhaft vorgestellt ist die Gebärdensprache Ausdruck ist für mich wie, wenn ich mit dem Schlittschuh auf dem Eisfeld fahren würde. In der Lautsprache ist mit einem Winterstiefel auf dem Eis laufe, bin ich nicht so schnell und elegant wie in der Gebärdensprache. Baby. Oft kommt sie mich abholen. Guck mal. Ciao. 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 Patrizia is da Ghana in udo da Nerella. Ils ufants da des dus però bain. E per quai discorna lingua da sens e lingua discorrida da Ghana, la Svizzera e da Lax. Ils nais s'inclientan per quai a Svezza, ma cosa con gli otti intorno es, quest ci doden, vaginas e vagins. Ja, wir haben natürlich einige Nachbarn und das sind wirklich ganz tolle Leute, die interessieren sich sehr für Gebärdensprache, haben sie auch schon angefangen lernen. Und ich habe sogar früher für den Frauenverein von Lax Gebärdensprachkurs gegeben, also ich durfte unterrichten und ich sehr Freude gehabt an dem Interesse. Und dann ist leider Corona gekommen, dann habe ich es online gemacht und jetzt im Moment ist es ein bisschen ruhiger, aber die Leute sind dran, sind interessiert und zum Beispiel, wenn sie uns sehen, dann können sie «Guten Morgen», «Guten Abend», «Hallo» und so weiter sagen. Das ist sehr positiv, finde ich. Sie versuchen mit uns zu kommunizieren. Dann gibt es 2 Nachbarn, also Frauen, die sehr gut kommunizieren mit uns. Da muss man nicht einmal übersetzen. Auch mit der Patrizia können sie gut sich austauschen. Es ist eine sehr schöne Geste, dass sie sich versuchen, uns auch anzupassen. Es ist nicht eine Integration, sondern es ist wirklich eine Inklusion, muss ich sagen. Es ist sehr schön, die Kommunikation, die da stattfindet.